Schönen guten Tag, mein Name ist Dr. Bastian Asmus. Ich bin ein Archometallurge, das heißt, ich beschäftige mich mit der Geschichte der Metalle und der Herstellungsweisen der verschiedensten Gegenstände aus Metall. Ich bin hier heute in Stolzenburg, genau genommen bin ich schon seit einigen Wochen in Stolzenburg und bin dabei, eine Glocke herzustellen, wie sie im 12. Jahrhundert hergestellt wurde. Genau genommen richten wir uns da nach einer Anweisung eines Benediktinermönchs namens Theophilus Presbyter, und er hat um das Jahr 1120 einige Aufzeichnungen hinterlassen und da wird genauestens beschrieben, wie eine solche Glocke hergestellt wurde. Wir haben jetzt schon seit einigen Jahren, also mein Labor und meine Kollegen haben seit einigen Jahren jetzt diesen Glockenguss wieder zum Leben erweckt. Und es ist mittlerweile so weit, dass wir tatsächlich rausgehen können und uns trauen, solche Glocken, wie sie bis ins 13., 14. Jahrhundert gegossen wurden, auch heute wieder gießen zu können. Beim Trocknen reißt er nicht so sehr. Durch die Faser kann auch das Wasser besser vortreten. Was man jetzt hier sieht, ist der Formmantel. Hier innen drin steckt eine Glocke, ein Glockenmodell aus Bienenwachs. Und dieses Bienenwachs wird benutzt als Hilfsmodell, als Hilfspositiv. Die ganze Form wird, nachdem ich noch eine weitere Schicht Lehm aufgetragen habe, in eine Grube im Boden versenkt und dort 3 Tage und Nächte mit Holz gebrannt, sodass einerseits das Wachs ausschmelzen kann und zum anderen der Lehm aushärtet und jegliches Wasser verdampft wird. Denn wenn ich da später Bronze eingieße, die hat etwa 1050 Grad, dann darf kein Restwasser, keine Restfeuchtigkeit mehr in der Form sein, denn sonst käme es im schlimmsten Fall zu einer Explosion, im einfachsten Fall nur dazu, dass die Glocke nichts wird. Und beide Fälle wollen wir natürlich vermeiden. Das Verfahren, das hier zur Anwendung kommt, ist, wie schon bereits gesagt, ein Verfahren, das von dem Mönch Theophilus Presbyter beschrieben wurde. Das Verfahren wurde etwa im 13., 14. Jahrhundert abgelöst vom moderneren Glockengussverfahren und das Wissen um dieses Verfahren war damit dem Vergessen anheimgefallen. Wir haben seit dem Jahr 2015 angefangen, dieses Wissen wieder aus dem Text, aus der schriftlichen Quelle ins Leben zurückzuholen und haben Versuche gemacht, um eine Glocke in der Art und Weise, wie Theophilus Presbyter das beschreibt, wiederherstellen zu können. Dafür gab es einige Versuche. Da will ich auch nicht verheimlichen, dass die ersten 2 Versuche nicht zum Erfolg geführt haben. Aber das hat dann den Erfolg beim 3. Guss umso süßer gemacht. Vielleicht sollte man dazu noch erwähnen, dass diese Beschreibung von Theophilus unglaublich genau ist, aber vielleicht nicht unbedingt für den Anfänger geeignet ist. Also Theophilus hat sich mit Sicherheit, wenn nicht selber Handwerker, oft in Handwerkswerkstätten aufgehalten und war ein sehr, sehr genauer Beobachter. Und seine Texte richten sich mit Sicherheit auch an erfahrene Handwerker, die dann umsetzen können, was er schreibt. In dem Zusammenhang war das für mich schon seit meiner Lehre als Bronzegießer wichtig, jetzt mit Theophilus zu arbeiten, weil ich den schon während meiner Lehrzeit gelesen habe und mir gedacht habe, na, eines Tages wäre es schön, wenn man solche Sachen mal ausprobieren könnte. Und das war jetzt schön, dass das Leben so gespielt hat, dass man tatsächlich diesen Wunsch aus meiner Jugend jetzt erfüllen kann. Stolzenburg ist die echte Dorfgemeinschaft, die ege Klackgeis, die dann noch am Klackenturm wird abgehangen gehen. Die Leute vom Dorf zusammenkommen, trommeln, dass alle Götten und diesem Projekt können schaffen. Und das ist eben das Flotz, dass die Dorfgemeinschaft versucht, positive Energien zu bannen. Nur rund 6 Wochen Fehlberedungsarbeiten kommt dann der große Moment, wo die Glocke gegossen wird. Jetzt ist es mir allerdings noch ein Anliegen, zum Ausdruck zu bringen, wie außergewöhnlich ist, dass die Stolzenburger dieses Projekt organisiert bekommen haben. Und es ist wirklich nur der Eigeninitiative der Bürger von Stolzenburg zu verdanken, dass wir heute so ein Projekt durchführen können und noch einmal eine Glocke gießen können, wie sie etwa vor 1000 Jahren von Theophilus beschrieben, gegossen wurde.